Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Der Turm der Macht. Im Jahre 1986 entdeckt der 15-jährige Schüler Peter Seiffert bei seinem Sommerurlaub in Afrika in einem verwilderten Tal eine Höhle. Im Innern der Höhle wird er durch die Kräfte eines magischen Pentagramms erfasst und in eine andere Zeit versetzt. Eine neue Welt tut sich ihm auf. In dieser neuen Welt trifft er seinen guten Freund und Begleiter Queck, den Elfenkobold. Einen Zwerg mit verfilzten schwarzen Haaren, spitzen Ohren und purpurfarbenen Kleidern. Der Elfenkobold Queck ist ebenso wie Peter durch das magische Pentagramm in diese Zeit versetzt worden. Doch er ist schon lange Zeit in dieser jetzigen Welt, die man Vakanien nennt. In ihrer hoffnungslosen Lage suchen die beiden gemeinsam einen weisen Mann auf, Melord, den Seher. Dieser kennt das Schicksal der beiden und weiß auch Rat. Sie müssen Xavros, einen bösen schwarzen Zauberer, finden, der die Kräfte des Pentagramms zu nutzen weiß. Der Schlüssel zum Rätsel des Pentagramms ist das Amulett, das Xavros um seinen Hals trägt. Peter erhält eine Wunderwaffe, einen alten Stock, der sich durch einen Zauberspruch in einen stählernen Kampfstab verwandelt. Dank seiner roten Haare, die es in Vakanien nicht noch einmal gibt, bekommt Peter einen neuen Namen, Feuermähne, und wird somit Herr über die Wunderwaffe, die Hiebestahl genannt wird. Auch der Elfenkobold bekommt eine magische Waffe, eine Zauberbola. Nun gut gerüstet für das Zusammentreffen mit dem bösen Zauberer Xavros, machen sich die beiden Helden auf den Weg, begleitet von Pallas, den Falken, durch dessen Augen Melord ihr weiteres Geschick beobachten kann. Zurzeit befinden sich Feuermähne und Queck auf einem Pfad, der in das Landesinnere Vakaniens führt. Sie sind tief beeindruckt von der Schönheit der Natur, die sich ihren Augen darbietet. Der Duft vom frisch geschnittenen Gras dort auf dem Feld ist eine Wonne. Du hast recht, Queck. Eine wunderbare Landschaft. Die Sonne steht hoch oben am Himmel und schenkt ihre Wärme den grünen Wiesen und ihren Blumen, den Früchten auf den Bäumen und dem Getreide auf dem Feld. Nichts kann den Lauf von Mutter Natur hier stören. Lass uns ein bisschen rasten, Feuermähne. Ich bin so müde. Auch ich könnte eine kleine Ruhepause gut gebrauchen. Lass uns hier im Schatten des Apfelbaums ausruhen. Feuermähne, dort ein schreckliches Wesen. Wo? Dort. Mir ist ganz bang. Das ist doch nur eine Vogelscheuche. Eine Vogelscheuche? Ja, schau sie dir doch an. Die Bauern füllen alte Kleider mit Stroh und stellen diese Figuren auf ihre Getreidefelder, um die Vögel zu vertreiben. Doch mir scheint, dass diese furchtbar anzuschauende Vogelscheuche nicht nur Vögel ängstlich machen kann. Ängstlich? Diese Vogelscheuche hat sich aber bewegt. Der Wind hat sie bewegt. Du bist ein Angsthase. Angsthase? Ich bin kein Angsthase. Doch, Queck. Mein Großvater wurde einst im Elfenland mit dem Tapferkeitsorden erster Klasse ausgezeichnet. Und du wagst es, mich ein Angsthasen zu nennen. Hört auf zu streiten. Ihr habt wichtige Aufgaben zu erfüllen und zankt euch wie kleine Kinder. Das ist Melords Stimme. Sie kommt aus der Vogelscheuche. Geht, wo das Schicksal euch hinführt und zerstört, was ihr dort erbauen sollt. Sucht das Wort, das den König zum König macht, das Wort, das die Furcht und die Angst verlacht. Sucht das Wort, das der Feige nicht kennt, das Wort, das den Helden zum Helden ernennt. Sucht das Wort. Such das Wort. Was mag das für ein Wort sein? Du, Feuermähne, ein starker Wind kommt auf und mit ihm 10 Vogelscheuchen über das Getreidefeld.
10 Vogelscheuchen. Mindestens 10. Leider täuschst du dich. Das sind keine Vogelscheuchen. Aus dem vom Wind gepeitschten, wogenden Getreidefeld löst sich plötzlich eine Handvoll grimmiger Gestalten und kommt auf unsere beiden Abenteurer zu. Werde ich nicht Queck. Sie sollen uns gefangen nehmen. Warum? Ich hab doch meine Zauberbola. Melot will es so. Seine Worte waren, geht dorthin, wo das Schicksal euch hinführt. Da Feuermähne und Queck keine Gegenwehr leisten, sind sie bald von den finsteren Gestalten überwältigt worden. Die beiden werden gefesselt und an den Wegesrand gestoßen, wo sie benommen liegen bleiben. Nachdem die üblen Halunken ihr derbes Handwerk vollbracht haben, sind sie so schnell über die Getreidefelder verschwunden, wie sie gekommen waren, und überlassen Feuermähne und Queck hilflos ihrem Schicksal. Wir werden verhungern müssen, Feuermähne. Hätte ich nur nicht auf dich gehört. Geht, wo das Schicksal euch hinführt. Ja, ja. Wir können nicht mehr gehen. Diese Kerle haben uns die Füße verschnürt. Wir werden sterben. Oh, oh. Hör jetzt auf zu jammern, Queck. Umsonst haben uns die Kerle nicht überfallen und verschnürt wie ein Weihnachtspaket. Da steckt mehr dahinter. Was ist ein Weihnachtspaket? Weihnachten ist in der Welt, aus der ich komme, ein Fest der Freude und der Liebe. Die Menschen, die sich mögen, machen sich gegenseitig Geschenke. Und um das Ganze etwas spannender zu machen, werden diese Geschenke verpackt. Und dann gibt es noch einen Weihnachtsbaum, an dem diese Geschenke aufgehängt werden. Ein schlechter Vergleich. Aus Liebe haben die uns bestimmt nicht so verpackt. Aber dass sie uns an einen Baum aufhängen wollen, kann ich mir schon eher vorstellen. Wer mag das sein? Hilfe! Helfen Sie uns! Hilfe! Hilfe! Ah, ihr braucht Hilfe? Ja, man hat uns überfallen. So wollt ihr, dass ich euch befreie? Ja. Bitte, binden Sie uns los. Wer hat euch denn in diese missliche Lage gebracht, hä? Wir sind überfallen worden. Könnte es sein, dass es vielleicht meine Männer waren, die euch überfallen haben? Das trifft sich gut. Wenn das so ist, werde ich euch mitnehmen und als Sklaven verkaufen. Das könnte dir so passen. Hier liegt Queck der Elfenkobold mit seinem Freund Feuermähne, dem größten Helden Vakaniens. Wenn wir gewollt hätten, dann wäre aus deinen Männern... Psst, Queck, sei still. Starke Männer. Gut, ihr werdet mir ein gutes Geld als Sklaven einbringen. Hoch mit euch! Macht, dass ihr auf die Beine kommt und auf den Wagen hüpft. Da drinnen wartet schon einer auf euch. 3 Sklaven. Rein mit euch, sonst wird euch meine Peitsche, die 9schwänzige Katze, Beine machen. Das werde ich euch noch einzahlen. Als sich die Augen unserer beiden Freunde im Inneren des Gefangenenwagens langsam an die Dunkelheit gewöhnen, sehen sie sich zu ihrer Überraschung einem alten Bekannten gegenüber. Der Hyänenspion! Der Hyänenspion. Feuermähne und Queck kennen dieses merkwürdige Wesen mit dem Körper eines Menschen und dem Haupt einer Hyäne. Einst von dem schwarzen Zauberer Xavros verwandelt, kreuzte er schon oft die Wege unserer beiden Abenteurer. Seine Doppelzüngigkeit ist unübertroffen. Die meisten gehen seinen Schmeicheleien auf den Leim. Man weiß nie, ob er gerade auf der guten oder schlechten Seite steht. Meine Freunde, in einer fremden Stadt, hört zu, wie sich's verhielt. War dort, um ein Geschäft zu machen. Doch hat man mir gar übel mitgespielt. Den Plan eines verborgenen Schatzes, den wollte ich verkaufen. Ich tat es kund, geheim und still. Gar mancher kam gelaufen. Verkauft war schnell, der Beutel schwer. Wie konnte mich das Schicksal nur so hart bestrafen, dass 2 von meinen Kunden ganz glücklich aufeinander trafen? Gar schnell kamen beide zurück mit dem Plan, im Glauben, mein Schatz sei nur leerer Bahn. Nicht, dass
dass es mir an Überzeugungskraft fehlt. Doch was ich auch sprach, es war schon zu spät. Immer mehr kamen und wollten den Bladeeige nennen. Dabei wollte ich den Schatz nicht nur einem gönnen. Du ausgekochter Halunke, du willst uns doch nicht weismachen, dass es diesen Schatz jemals gegeben hat. Nicht gelogen, nicht betrogen. An Erfahrung sind sie alle reich geworden. So viele Pläne ich besaß. Jetzt sitze ich hier als Sklave. Der Menschengier, sie kennt kein Maß. Das schlägt doch dem Fass den Boden aus. Erst bringst du diese gutgläubigen Menschen um ihr schwer verdientes Geld und dann machst du dich auch noch lustig über sie. Stunde um Stunde vergeht. Gefangen in dem fensterlosen Wagen, erschöpft durch die Strapazen des endlos erscheinenden Weges, erwarten die drei in Ungewissheit das Ziel ihrer Reise. Brrr. Anhalten, meine schwarzen Teufel. Wir sind da. Hey, Oberaufseher? Ah, der Sklavenhändler. Wie gehen die Geschäfte? Man tut sich nicht leicht. Das sagt ihr immer. Habt ihr mir denn etwas mitgebracht? 3 kräftige, wohlgebaute Gestalten, die am richtigen Ort eingesetzt eurem Turmbau gute Dienste leisten werden. Gut, das zu hören. Die Zeit drängt. Was? Sklavenhändler? Sind das eure 3 kräftigen, wohlgebauten Gestalten? Ein Knabe, ein Zwerg und ein Hund? Mein Herr, noch nie ward ich so genannt. Bin doch in aller Welt bekannt. So gibt's Ruhe. Aber Zwerg? Ich kann hier nirgendwo einen Zwerg sehen. Ruhe im Wagen. Seid ruhig, ihr beiden. Wir wollen abwarten, wie die Dinge sich entwickeln. Ja, du und deine Wege des Schicksals, die kenne ich schon. Wer weiß, wo die uns noch hinführen werden. Das ist aber nicht die wahre erste Wahl, die ich ansonsten von dir gewohnt bin. Man muss oft nehmen, was kommt. Die Zeiten sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Genug der Worte, die Zeit drängt. Ich will es mit den 3 versuchen. Hier hast du ein Goldstück. Aber, mein teurer Oberaufseher, gewöhnlich zahlt ihr mir für jeden Sklaven ein Goldstück. Für diese 3 halben Portionen gibt es keine Kupfermünze mehr. Und jetzt halte mich nicht länger auf. Ha, ein Goldstück. Gold ist ein ganz besonderes Metall. Gib Ruhe, Hund. Eigentlich hat der Sklavenhändler mit diesem Namen ja nicht so unrecht. Kommt mit. Der Turm der Macht wartet schon auf euch. Vor Feuermähne, Queck und dem Hyänenspion erhebt sich ein ungeheures Bauwerk, das seine Grenzen im Himmel zu suchen scheint. Der Turm der Macht. Hunderte von Menschen schaffen emsig wie die Ameisen aus den weit entfernt gelegenen Steinbrüchen riesige Felsquader heran, um sie mit Seilwinden und Flaschenzügen ganz langsam zur Spitze des Turms zu befördern. Stein um Stein wächst der Turm dem Himmel entgegen. Doch mit der Vollendung des gewaltigen Bauwerks weicht jegliche Gnade aus den Gesichtern der Aufseher. Unerbittlich treiben sie die schon erschöpften Sklaven immer weiter voran. Der Turm der Macht ist bald vollendet. Doch nun zu euch, Sklaven.
Es lohnt sich nicht, euch vor Sonnenaufgang noch am Turmbau zu beteiligen. Aufseher! Schafft die 3 neuen Sklaven ins Lager. Sie sollen mit den anderen Gefangenen das Nachtmahl zu sich nehmen. Sie brauchen Kraft für die Arbeit, die morgen auf sie wartet. Kommt mit. Feuermähne, Queck und der Hyänenspion werden auf Geheiß des Oberaufsehers weggeführt und in einen kargen, grauen Raum gebracht, wo sie mit den anderen Sklaven das Nachtmahl zu sich nehmen sollen. Überall im Raum vernehmen unsere 3 Neuankömmlinge ein seltsames Murren. Hier sieht's aber nicht so aus, als ob auserwählte Köstlichkeiten an der Tagesordnung wären. Psst, still. Hört ihr das auch? Die Leute reden nicht miteinander. Sie murren nur so eigenartig vor sich hin. Verstehst du das, Hyänenspion? Mein Freund, höher als meinem Mund. Des Murrens bin ich auch nicht kund. Du und dein Gequatsche. Es liegt an dem Essen. Wer davon gekostet hat, kann sicher nicht mehr vernünftig reden. Ich glaube nicht, dass es am Essen liegt. Was kann sonst der Grund für dieses Murren sein? Es ist der Turm. Der Turm der Macht hat ihm die Sprache geraubt. Wenigstens noch einer, der in der Lage ist, einen zusammenhängenden Satz zu sprechen. Sag mir, wie ist dein Name und was hat dieses Gemurmel mit dem Turm der Macht zu tun? Mein Name ist Efried. Die Sklavenjäger haben mich vor 2 Tagen überwältigt und zum Turm der Macht gebracht. Es ist ein Zauber. Ihr hört es selbst. Jeder, der im Turm der Macht arbeitet, wird langsam aber sicher davon befallen. Auch euch wird es so ergehen. Hast du vielleicht auch etwas von diesem wunderbaren Essen gekostet? Mir verschlägt jedenfalls schon allein der Anblick die Sprache. Queck, sei still. Sag uns, Efried, was für ein Zauber liegt über diesem Turm? Das weiß nur einer. Der Oberaufseher. Er kennt das Rätsel des Turms. Jede Nacht schleicht er zu einem geheimen Gang, der in den Turm führt. Queck, Hyänenspion. Wir werden heute Nacht wachen. Und wenn der Oberaufseher zum Turm schleicht, wird der Hyänenspion ihn mit Hilfe seines magischen Bumerangs verfolgen. Mein Herr, diese Idee ist gar nicht schlecht. So wie er sagt, so ist es mir recht. Als Sklave lässt sich's nicht leicht lachen und gar nicht recht Geschäfte machen. Im Lager ist Stille eingekehrt. Nur kurz ist die Ruhe, die man den Sklaven gönnt. Doch nicht alle schlafen tief und fest. Oh, ich bin so müde. Nicht einschlafen, Queck. Da, der Oberaufseher. Er schleicht sich wieder zum Turm. Das nennst du Schleichen? Das klingt eher wie ein Elefant im Porzellanladen. Ein Purzelbaumladen hat aber hoffentlich nichts mit einem Weihnachtspaket zu tun. Ach, Queck, Ruhe jetzt. Hyänenspion, dein magischer Bumerang soll den Oberaufseher folgen und uns berichten, was dort vor sich geht. Mein Bumerang, tu deine Pflicht. Das, was du siehst, das sehe ich nicht. Des Todes Rätsel sollst du lösen. Komm schnell zurück, gib mir Bericht. Oh, mein Herr Hyänenspion, du hast befohlen, ich eile schon. Der magische Bumerang des Hyänenspions, in dessen Mitte ein Auge sitzt, folgt lautlos dem Oberaufseher auf seinem geheimnisvollen Weg zum Turm der Macht. Diese Methoden passen zu dir, du Halunke. Herr Feuermann, wir wollen Freunde bleiben. So möchte dieser Zwerg jetzt schweigen. Du Hyänenschön, was fällt dir eigentlich ein, Zwerg? Hört jetzt auf.
Wir werden noch alle Gefangenen samt Wächter aus dem Schlaf reißen. Der Oberaufseher. Ihr wolltet ihn doch verfolgen. Mach dir keine Sorgen, Efried. Wir werden bald wissen, was es mit dem Turm der Macht auf sich hat. Der Bumerang des Hyänenspions wird es uns sagen. Tut gut zur Sache, wenn ich sag, dass ich noch manches mehr vermag. Kann ich nur hören? Nein, auch sehen. Was jetzt gerade wird geschehen? Was meint ihr denn damit? Ich weiß es nicht. Aus einem verborgenen Beutel zieht der Hyänenspion eine wunderschöne kristallene Blume hervor. Rose aus Kristall, hier und dort und überall. Zeig mir klar, erzähl mir laut, was Bumerangs Auge lauscht und schaut. Mensch, Teufelei. Die Kristallrose färbt sich langsam dunkelrot. Da sind böse Geister. Ich will weg. Keine Angst, Efried. Es geschieht dir nichts. Da, der rote Nebel in der Kristallrose löst sich auf. In der Rose ist ein Mensch zu sehen. Der Oberaufseher, dieser Sklaventreiber. Er geht in den Geheimgang des Turms. Der hat's aber eilig, wie der die steile Treppe hochwetzt. Eine Tür. Er öffnet sie und tritt ein. Da, eine Gestalt tritt ihm entgegen. Wer mag das sein? Bei Elvira. Das ist ja... Xavos, der schwarze Zauberer. Was sucht der denn hier? Psst, ein lautes Wort, das Bild mir trübt. Besser im Schweigen ihr euch jetzt übt. O großer Xavos, Herrscher Vakantiens, ich, euer unwürdiger Diener, bringe Kunde vom Bau des Turms. Nun, ich hoffe für dich, dass du mir Gutes zu berichten hast. Nur Gutes, ehrwürdiger Xavos. Meine Wenigkeit hat heute noch 3 neue Sklaven zum Bau des Turms gekauft. Übermorgen wird die Spitze des Turmes den Himmel endgültig erreichen und euer Werk wird vollendet sein. Sagtest du übermorgen, Oberaufseher? Ja, ehrwürdiger Meister. Jämmerlicher Versager. Du willst dir Aufschub erschleichen, obwohl seit Monaten der Tag und die genaue Stunde festgelegt sind. Du willst Zeit von mir, der ich mir die Zeit untertan gemacht habe. Du bist nicht eine Sekunde meiner Zeit wert und willst dir gar anmaßen, ganze Tage zu fordern. Aber nein, ehrwürdiger Meister. Merke dir gut, es wird nicht eine Sekunde Aufschub gewährt. Hörst du das, Oberaufseher? Ja, Meister. Ein Gewitter naht. Gewahr, Oberaufseher. Ein Gewitter. Ein Gewitter wie jedes andere. Doch morgen, wenn die Konstellationen des Sternenhimmels günstig stehen, werden die Kräfte der Sphäre in Widerstreit aneinander geraten. Es werden sich Energien entladen, so gewaltig, dass sie alle bisherigen Gewitter und Stürme, die je über Vakantien niedergingen, verhöhnen werden. Jahre habe ich darauf gewartet, dass die Sterne für dieses Vorhaben günstig stehen. Die Energie meines Amuletts geht zur Neige. Ich brauche diese Kräfte, das magische Pentagramm zur Reise durch die Zeit zu befähigen. Der Turm, der mit Gewalt und dunklen Kräften errichtet wurde und sich dabei noch mit den Seelenkräften seiner geschundenen Erbauer nährt, ist der ideale Blitzableiter, um die Gewaltenkräfte der aufgewühlten Sphäre direkt in das Zentrum des Bauwerks zu leiten. Dort, im Herzen des Turms, liegt das Amulett und wartet schon gierig darauf, sich mit diesen dunklen Energiestürmen aufzuladen. So kann und darf es keinen Aufschub geben. Du achtest mir mit deinem Kopf dafür, dass dieses Bauwerk zur rechten Zeit vollendet ist. Und nun geh. Ja, Meister. Es wird alles so geschehen, wie ihr es wünscht. Das Amulett.
Vielleicht können wir es stehlen. Nein, Melot sagte, geht und zerstört, was ihr erbauen sollt. Meint er etwa damit, dass wir den Turm der Macht zerstören sollen? Ich möchte eine Frage stellen. Kann man solch ein Bauwerk fällen? Ich werde meine Zauberbohne nach ihm werfen. Mag sein, ein Tropfen höhlt den Stein. In diesem Fall wird's nicht so sein. Du mit deiner sprechenden Stockschleuder. Oh, Bumerang, sei nicht so still. Sag dem Hyänenbetrüger, was er wissen will. So manche Zunge spricht mit Fleiß, was sie nicht zu beherrschen weiß. Hört sofort auf. Seid ihr verrückt geworden? Wir müssen zusammenhalten, sonst... Natürlich, zusammenhalten. Das ist die Lösung. Die Menschen hier können nicht miteinander reden. Wie soll da ein Zusammenhalt entstehen können? Was meinst du denn mit Zusammenhalt, Feuermähne? Die Macht des Turms liegt darin, dass die Menschen, die daran schuften müssen, sich nicht mehr verstehen können. Ihr seht es an Efrid. Er ist erst 2 Tage hier und beginnt auch schon mit dem Murren. Uns wird es genauso gehen, wenn wir nicht bald handeln. Ja, aber was können wir denn tun? Wir müssen Melots Rat befolgen und das Wort suchen. Such das Wort, das den König zum König macht. Das Wort, das Angst und Furcht verlacht. Such das Wort, das der Feige nicht kennt. Das Wort, das den Helden zum Helden ernennt. Such das Wort. Was soll denn das sein? Nicht schwer des Rätsels Lösung ist. Das Wort, ich weiß, es ist die List. Das glaube ich nicht. Das hat schon mal nicht geklappt. Also mit Efrid können wir nicht mehr rechnen. Der kriegt ja überhaupt nichts mehr raus. Was sagst du, Efrid? Ich kann dich nicht verstehen. König zum König macht. Zum König macht. Macht, ich hab's! Beilvira! Macht ist das Wort! Was ist denn hier für ein Lärm? Los an die Arbeit! Euch werde ich beide machen! Die Sonne ist aufgegangen. Die Aufseher zwingen die Gefangenen, ihre Arbeit am Turmbau wieder aufzunehmen. Hey, du sprechender Hund! Du und dieser Gnom, ihr tragt den großen Stein zur Seilwinde. Und ihr beiden nehmt euch den anderen Stein vor. Los, beeilt euch! Oh, ist der Stein schwer! Welche Last sich mir zur Schulter legt, solch Arbeit mir gar widerstrebt. Genug mit dieser Schufterei. Jetzt muss ich mir auch noch den Zeigequatsche anhören. Au, nein, aua. Jetzt lässt dieses Ungeschick von Hyänenspion auch noch einen Stein auf meinen kostbaren Fuß fallen. Psst, weg, Hyänenspion. Kommt her. Na endlich, Feuermähne. Ich hab schon gedacht. Du fängst auch schon an zu murren. Wir müssen sofort etwas unternehmen. Hyänenspion, du versuchst dem Oberaufseher klarzumachen, dass die Arbeit schneller vorangeht, wenn er den Trommelschlag erhöht. Queck und ich werden zu den Gefangenen sprechen. Was willst du, Hund? Nun in der Tat, ich bringe Rat. Es ist ganz leicht bei solchen Werken, die Arbeitsleistung noch zu stärken. Lasst nur die Trommeln schneller schlagen. Zum Himmel wird der Turm bald tragen. Du willst mir Vorschriften machen? Deine Idee ist vielleicht doch nicht so schlecht. Lass den Trommelschlag erhöhen!
Der Oberaufseher hat auf den Rat des Hyänenspions die Zahl der Trommelschläge erhöhen lassen. Feuermähne und Queck versuchen verzweifelt, sich mit den Gefangenen zu verständigen. So redet doch mit mir. Versucht es wenigstens. Ah, jetzt verstehe ich, weshalb du den Trommelschlag erhöhen lässt. Du willst sie zusammen tanzen lassen. Versteh doch endlich. Wir müssen alle Gefangenen dazu bringen, das Wort auszusprechen. Maylords Rätsel. Sucht das Wort. Macht ist das Wort. Hab ich doch schon mal gesagt. Aber nur, wenn es alle zusammen aussprechen, ist der Zauber des Turms gebrochen. Na, hört ihr nicht die Trommeln? Macht! Macht! Alle zusammen! Macht! 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 Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Feuermähne, du kannst ja auch schon nicht mehr richtig sprechen. Das Gewitter kommt immer näher. Noch ein paar Steine und der Turm der Macht ragt mit der Spitze in die Wolkendecke. Xavros wird sein Amulett aufladen und mit Hilfe des Pentagramms in eine andere Zeit reisen können. Wenn sie uns nur hören könnten, bei Elvira. Natürlich, sie können uns nicht verstehen. Aber wenn sie das Wort lesen könnten. Wo willst du denn hier so ein großes Pergament herbekommen? Das Wort müsste schon am Himmel geschrieben sein. Hoffentlich können sie überhaupt lesen. Am Himmel, Hyänenspion. Ihr habt gerufen, da bin ich schon. Schnell, schreibe mit deinem Bumerang das Wort Macht an den Himmel, dass es jeder der Gefangenen dort lesen kann. Mein Bumerang, tu deine Pflicht. Denn was du kannst, das kann ich nicht. Schreibe Macht am Himmel ab, dass jeder hier es lesen kann. Oh, mein Herr Hyänenspion, du hast befohlen, ich eile schon. Pfeilschnell eilt der Bumerang den regenschweren Gewitterwolken entgegen und schneidet aus der dunklen Masse der Wolken Buchstabe für Buchstabe heraus, bis das helle Blau des dahinterliegenden Himmels und die Sonnenstrahlen, die nun ungehindert durch die dichte Wolkendecke dringen, das Wort Macht deutlich am Himmel erscheinen lassen. Seht ihr, Macht! Sprecht mir nach! Macht! 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 Lest, was am Himmel geschrieben steht und sprecht es uns nach bei Elvira! Macht! 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 Das Bauwerk ist vollendet. Endlich. Der Meister wird zufrieden sein und mich reich belohnen. Gigantisch. Die Spitze des Turmes ragt bis in die Wolken. Doch, was ist das? Dort steht etwas am Himmel geschrieben. Verzeiht, Oberaufseher, die 3 Neuen, sie hetzen die Sklaven gegen uns auf. Wer wagt es, die Sklaven aufzuwiegeln? Legt diesem Jungen, den Zwerg und den Hund in Ketten! Als sich die Aufseher unseren beiden Freunden bedrohlich nähern, ist Feuermähne gezwungen, seine Wunderwaffe Hiebestahl einzusetzen. Bei meiner roten Haare, Pracht! Stopp! Gib mir deine Zaubermacht! Auch Quecks Zauberbohrer spricht eine deutliche Sprache. Nachdem die Schergen erkennen, dass sie gegen diese Waffen keine Chance haben, ergreifen sie in panischem Entsetzen die Flucht. So, die werden wir los. Es ist sinnlos, Sie verstehen einfach nicht. Wir sind verloren. Die Spitze des Turms ragt in den Himmel. Bald werden wir uns nicht mehr zu sagen haben. Freunde, ich werde besser fliehen. Alleine meiner Wege ziehen. Jetzt, da der Plan nicht funktioniert, bin ich ängstlich. Bin nicht couragiert. Courage? Das bedeutet so viel wie Mut. Mut, das könnte passen. Das Wort, das den König zum König macht. Das die Furcht und die Angst verlacht. Das Wort, das der Feige nicht kennt,
Das Wort, das den Helden zum Helden ernennt. Es ist der Mut. Schnell, Hyänenspion, wirf noch einmal deinen Bumerang. Er soll das Wort Mut an den Himmel schreiben. Mein Bumerang, tu deine Pflicht. Das, was du kannst, das kann ich nicht. Schreib schnell das Wort Mut ins himmlische Blau. Mache deine Arbeit. Mache sie genau. Oh, mein Herr Hyänenspion, du hast befohlen, ich eile schon. Na los, liest schon. Mut. Mut. Im Rhythmus. Alle zusammen. Mut. Mut! 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 Lauter. Mut. Mut. Ja. Mut. Mut. Funktioniert. Der Turm der Macht bangt schon. Der Blitz! Der Turm der Macht ist zerstört. Dort, wo eben noch ein gigantisches Bauwerk war, ist jetzt nur noch ein Berg aus Schutt und Asche. Sturm und Gewitter von bisher ungeahnter Stärke toben sich über den Trümmern aus. Doch ungeachtet dessen bricht ein Jubelgeschrei unter den befreiten Gefangenen aus. Weil, Vera, die Gefangenen sprechen wieder miteinander. Ja, Queck, Einklang und die Kraft des Wortes hat den Zauber des Turms für immer gebrochen. Ja, aber Xavros und das Amulett? Tja, das wird wohl niemand je erfahren. Xavros befand sich im Turm, als dieser einstürzte. Wir werden ihn in den Trümmern suchen. Vielleicht finden wir das Amulett. Wo ist der Hyänenspion und der Bumerang? Der Hyänenspion hat es mit der Angst bekommen, als der Turm einstürzte, und hat sich aus dem Staub gemacht. Der kommt sicher nicht hierher zurück. Bis auf Efrid sind alle befreiten Sklaven in ihre Dörfer zurückgekehrt. Efrid, Feuermene und Queck suchen in den Trümmern nach Spuren des magischen Amuletts. Ich finde es nett von dir, Efrid, dass du uns in diesem Unwetter bei unserer Suche behilflich bist. Ich helfe euch gerne. Wenn ihr nicht gewesen wärt, dann müsst ihr jetzt immer noch hier schuften. Und ich erst. Lass uns dort hinten alles durchsuchen, Efrid, bevor es ganz dunkel wird. Sei froh, Feuermine, dass du deinen Regenbogenharnisch von Belot bekommen hast. Mit dem Einbruch der Nacht wird es langsam bitterkalt. Hey, was leuchtet da? Ein Glühwürmchen? Was ihr sucht, könnt ihr hier nicht mehr finden. Herr Melot, kommt Ihre Stimme aus dem Glühwürmchen? Ja, mein Junge, höre und sei nicht verbittert. Bevor der Turm der Macht zusammenstürzte, wurde die Spitze dennoch von einem Blitz getroffen. Xavros hat sein Ziel erreicht. Er hat das Amulett aufgeladen und ist mit Hilfe des Pentagramms in eine andere Zeit geflohen. Das Amulett ist gestärkt. War alles umsonst? Wird Xavros jemals wieder nach Vakanien zurückkommen? Was heißt umsonst? Mit Mut und Verstand habt ihr es geschafft, die Gefangenen zu befreien. Nachdem der Turm fertiggestellt worden wäre, wären auch ihre Seelen verloren gewesen. Der Turm der Macht wurde nicht nur aus Steinen gefertigt. Die schwarze Magie entzog denen die Willenskraft, die am Turm arbeiten mussten.
So wurden sie von Tag zu Tag schwächer, während ihre Willenskraft und Energie in das Bauwerk floss. Sie wären verloren gewesen, so wie ihr selbst. Doch mit dem Wort und der Tat, die daraus folgt, habt ihr allen ihren Willen und ihre freie Entscheidungskraft zurückgegeben. Glaubst du immer noch, dass alles umsonst war? Es sieht so aus, als wären wir gerade noch zur rechten Zeit gekommen. Doch was wird aus uns, wenn Zavros mit dem Pentagramm wieder eine Zeitreise angetreten hat? Wie ist es dann noch für uns möglich, hinter das Geheimnis des Pentagramms zu kommen? Und kehren wir je nach Hause zurück? Er wird von der Zeitreise zurückkehren. Xavros kann Vakanien nicht in Frieden leben sehen. Er wird sich euch wieder zum Kampf stellen müssen, und eine neue Gelegenheit wird sich bieten, das Amulett in euren Besitz zu bringen. Bis bald, meine Freunde.